Aber um am ähnlicher zu werden, müssen wir erst so gesonnen sein, als wir, wo Schof sind. Weil deswegen studieren wir nun 1. Petrus Kapitel 4, wo Petrus uns praktische Beispiele gibt, für wo ein Christusähnliches Leben luten wird. Und dort gibt es 5 Hauptbeispiele, die Petrus uns in Kapitel 4 aufteilt. In 4 Werk haben wir das erste Beispiel betrachtet. Petrus schreibt in Vers 7, die Zeit ist bald hier, dort alles ein eng hat, und deswegen muss je wacker sein und klar denken, dort je beten kann. Und diese wir helfen uns daran zu denken, dass wir eine enge Zeit leben sollen und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und der Erkenntnis, dass alles, was wir in diesem Leben tun, sein und denken, vom Herrn ein Tag wird gerecht worden, hält uns und ermutigt uns, unseren christlichen Wandel ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen und jährlich balanciert zu bleiben, dass wir nicht zu weit am linken sind oder rechten sind ans Gunluten, dass wir am Merden vom schmalen Weich bleiben. Und so eine Selbstbetrachtung verlangt ständige Wachsamkeit und Nüchternheit, dass wir wacker bleiben, besonders in unserem Gebetsleben. Und dort gibt es nichts, was schlechter ist, als ein Tag überrascht zu werden, wenn der Herr zurückkommt. Dann ist es zu laut. Wenn Jesus zurückkommt, dann ist er eng hier. Das gibt nicht mehr, was wir dann tun können auf dieser Welt, wodurch wir dann uns erlösen können durch Jesus Christi. Wenn Jesus zurückkommt, dann ist eine Gnade ewig. Dann ist die Gnade ewig, dann ist der Gerichtstag hier. So, um das zu weiten, oder dort wir das weiten, dann das hilft uns, ans Leben ernster zu nehmen, dass wir mehr abhosten sollen. Wie wollen sie aus Christus sein? Wie sollen sie aus Christus gesonnen sein, sagt Petrus. Aber wo sieht das praktisch aus? Petrus sagt dann in Vers 8, über alles seid du nur, dass nicht jene Leib eine zum anderen stieren kann, wie es Leib deigt viele Sünden tau. Über alles seid du nur, dass nicht jene Leib eine zum anderen stieren kann. Zum Anfang, wo wir sein, was für eine Leib Petrus hier gemeint hat. Das originale Wort, was hier als Leib gesagt wird, ist Agape. Kommt vom Wort Agape. Das Wort habe ich auf Ferien gehört. In einem Kommentar erklärt, das griechische Wort wird in der griechischen Literatur vor dem Neuen Testament weitläufig gebraucht. Und wenn das Wort gebraucht worden, dann hat es gemeint, Fremdenfreundlichkeit zu wiesen oder jasfreundlich zu sein und willig sein, andere zu halten und abzunehmen. So, das wird die sozusagen die Weltmenschen, wo sie das Wort verstehen dann, Agape Life. Aber im Neuen Testament kriegt das Wort Agape eine besondere Bedeutung. Das Wort von den neutestamentlichen Schreibern gebraucht, um eine absichtliche Life zu beschreiben, anstatt bloß eine emotionale Life. Das ist eine salzgebende Life. Eine Art Life, die natürlich in Gott zu finden ist, aber weitläufig an Menschen zu finden ist. Warum ist so eine Life als das, so eine salzgebende Life weitläufig an Menschen zu finden? Was glaube ich? Von wo kommt so ein Life her? Von Gott. Deinen fehlt Menschen Gott? Die tun nicht. Und wenn wir nicht Gott dahin tun, wo soll wir so ein Leben haben an uns, was von Gott kommt? Das zu verstehen, woran das weitläufig an Menschen zu finden ist. Wegen weitläufige Menschen oder wenige Menschen Gott dahin tun. Das ist eine reine Life. Das ist die ganz reinste Sorte Life, die wir finden können. Und in Gottes Wort wurden 4 verschiedene Sorten von Life aufgeteilt oder gebraucht. Und das ist das ganz reinste Sort. Und Petrus ermahnt seine Leser, diese Sort Life nicht bloß für ihre Nächsten zu haben, sondern er sagt, dass es beständig soll sein, dass es soll bleibend sein. Andere Übersetzungen brauchen das Wort innig oder inbrünstig, anstatt beständig. Und diese wird beschriebene, deep gewartete Life, was Agape-Life auch ist. Eine beständige, innige Agape-Life kann nicht durch verletzende Wert oder Handlungen ausgelöscht werden,
wie es der bedingungslos ist. Und dort bedingungslos ist ein Wort, das da plötzlich wenig gebraucht wird, aber wer wird der Karls erklären kann, was das Wort bedingungslos bedienen wird? Unconditional, ja. Das sind nicht Bedingungen, die wir ihr stellen müssen, Gott, so dass Gott uns lieb hat. Gott hat uns lieb, das ist bedingungslos. Und so soll auch uns lieb untereinander sein. Keiner macht erst, was Gott uns tun, vor dem, dass wir an lieb haben. Kriegen dann, wo Menschen uns behandeln, soll wir an lieb haben. So hat Gott uns lieb. Gottes Wort sagt, alle wie seine Kinder werden wie seine Feind. Aber dennoch, als wir seine Feind werden, hat er uns lieb. So hat Gott die Menschheit lieb. Jesus Christus wird die Verkörperung von Gottes Agape-Liebe gegenüber der Menschheit. Gott, der Vater, schickt seinen einzigen Sohn, um Mensch zu werden. Und Gott, der Sohn, wir reid mögt sich wahrlich alles zu verluten, alles zu geben, was er kann, um uns von unseren Sünden zu raten. Als wir nach seiner Feind werden. Paulus schreibt in Römer 5, Verse 7 und 8, du wirst schwor für einen gerechten Mann sterben, doch für einen guten Mensch mocht dort wer wehren zu sterben. Aber Gott weiß an seiner Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder werden. Wer wird sich sein Leben allein für seinen Feind? Nicht viele Menschen. Und dort hat Gott für uns zu tun. So hat Gott uns Leib. Das ist eine bedingungslose Leib. Salzgebende Leib. Agape-Leib ist nicht bloß wichtig für unseren christlichen Wandel. Petrus schreibt, dass dieser Leib ewig alles sein soll. Und es gesagt, wie kann nicht wirklich Kinder Gottes sein, ohne eine reine und salzgebende Leib für unseren Nächsten zu haben. Petrus wird nicht der einzige Apostel, der darüber schreibt. Johannes hat auch sehr viel darüber geschrieben. Und ich will was von seinen Versen nu lesen für uns. Das erste Aufschnitt fing wie an 1. Johannes Kapitel 2, Verse 9 und 10. Ich will actually was Verse 1. Johannes lesen. So 1. Johannes 2, Verse 9 und 10. 1. Johannesbrief, Verse 9 und 10 von Kapitel 2. Kapitel 2, Verse 9 und 10. Wer du sagt, dass er am Licht ist, aber seinem Bruder Feind ist, der ist noch am Düsteren. Wer seinem Bruder gut ist, lebt am Licht, und darum kommt keiner zu Fall. Und dazu sagt er noch in Kapitel 3, 1. Johannes 3, Verse 10 und 11. Daran ist es zu sein, wo Gott seine Kinder sind, und wo den Zutun seine Kinder sind. Wer nicht dort Rechte tät und nicht seinem Bruder gut ist nicht von Gott. Uns ist dort von Anfang an gesagt worden, dass wir uns untereinander gut sein sollen. Verse 14 bis 16. Vers 14. Wir weiten dort, wie vom Tod zum Leben gekommen sind, wie es wir Leib für die Brüder haben. Wer den Nächsten nicht was rechnen kann, ist noch tot. Wer seinem Bruder Feind ist ein Mörder. Und wir weiten dort ein Mörder nicht, dort ewige Leben hat. Was wahre Leib ist, kann wie an Jesus sein, der sein Leben für uns gibt, und so soll wir auch wahrlich sein, uns Leben für die Brüder zu luten. So, nun Johannes in der wird, wenn wir diese Leib für den Nächsten nicht haben, dann sind wir noch jährlich tot. Wir sind tot. Er sagt, dann sind wir noch am Düsteren. Wir nahen uns vielleicht Kinder des Lichts, aber wir sind in Wirklichkeit noch am Düsteren, weil wir so ein Leib nicht haben. Wenn wir so ein Leib nicht haben, dann sind wir sogar Mörder, Totschläger, die ewig verloren gehen. So sind wir, auch wenn wir uns Christen nahen, aber nicht so ein Agape-Leib für uns Nächsten haben. Das sind sehr strenge Werte, aber Jesus will handelt wie das weiten soll. Und Jesus selbst sagt in Johannes 13, das sind nicht Gott seine Werte, weil wir daran denken. Johannes 13, 34 bis 35. Johannes 13, 34 und 35. Ich gebe euch ein neues Gebot, ihr sollt untereinander gut sein.
krijgt ons ook een goed gewas zien. Jullie lijf einander soll so groot sein, als mijn lijf verjünt. Wenn die lijf einander haben, dann wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Christus befiehlt uns nicht bloß andere so lijf zu haben, als wo sie uns lijf haben. Er sagt, dass dieser Agape-Leib andere bewiesen wird, dass wir sie nu Folger sind. Woran? Wo schafft sind? Wo können andere Menschen sein, dass wir Christen sind, wenn wir so ein Leib aus der an uns haben? Wie aus dieser Welt so gottlos ist, so selbstsüchtig ist, so inkoppig ist. Dass wenn Weltmenschen sein sollen, dass du ein Mensch ist, der so ein Agape-Leib an sich hat für seinen Nächsten, als dort wird ganz was anderes, als was sie an sich haben. Das zu sein, wir sind anders, wenn so ein Leib ist, der an uns zu finden ist. Das kommt direkt von Gott. Und Jesus sagt, krieg aus ein Leib gehört haben. Ein Leib haben, sei je einander Leib haben, für einander Leib haben. Und du darfst von allen Menschen sein, dass die meine Jünger sind. So ein Leib aus der kommt direkt von Gott und der reflektiert Gottes Leib für uns. So Jesus Christus gesonnen zu sein, müssen wir erst eine beständige, salzgebende Leib für unseren Nächsten haben. Über alles, sagt Petrus, über alles sei je so ein Leib aus der haben. Und dann zweitens sagt Petrus in unserem Text, wie das Leib deigt viele Sünden tau. In meiner Bibel wurden die wird Leib deigt viele Sünden tau als Zitat geschrieben. Und dort gibt ähnliche Verse im Alten Testament. In der Bibel Evasater nehmen an, dass Petrus direkt in der Schrift steht, hier zitieren wird, als er diese Wird schreibt. Und um besser zu verstehen, was Petrus mit dieser Wird meint, wo wir wissen, andere Schriftstellen in Ezekiel vom Alten Testament, weil wir mit Sprüche 10, Vers 12 anfangen. Das ist König Salomo, wer das geschrieben hat. Er sagt in Sprüche 10, Vers 12, gegen uns bringt Striden, über Leib bedeigt der Sinn. So, das am ersten kriegt die Salje wird, der Petrus brücken dort. Und dann sagt er, was ähnliches in Sprüche 17, Vers 9. Sprüche 17, Vers 9. Wer eine Verschuldung verjagt, streft ne Leib. Wer dort über einmal wahre abriet, trifft gute Freund hinein. Sei wer sie wird, sei es nicht? So nu Salomo seine wird Haupt Agape-Leib ans als Kinder Gottes über andere ihre Fehler zu kicken. Über die zu kicken und anderen zu vergeben. Das ist möglich, wie es die Eigenschaften der Agape-Leib hat. Wo ist Agape-Leib? Well, Paulus beschreibt Agape-Leib ganz klar und deutlich in 1. Korinther Kapitel 13. In 1. Korinther 13, an die Verse 4 bis 7, wird Leib so beschrieben. 1. Korinther 13, Vers 4. Leib ist geduldig. Leib ist freundlich. Leib wird nicht ewig. Leib ist nicht eigenkoppig und pucht sich nicht. Leib ist nicht eingeschickt. Ist nicht ne Sick. Sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht nudrehend. Leib freut sich nicht zu dort, was artig ist, sie freut sich über zu dort, was wahr ist. Leib verdreicht alles. Sie gleicht alles, sie hupt alles, geduldig dreicht sie alles. So ist Leib. Ein Autor schreibt, dort gibt so viele Dinge, die in allen Verhältnissen fehlerhaft sind, dass wenn der Leib diese Fehler nicht decken wird, dann wird so tun, Spurlingen und Uneinigkeiten anfangen kann. Und jetzt ist einer Leiche unter die Kinder, die kann ein Tag der beste Freund sein, und dann vielleicht sagt einer Wort über die andere, und die sind der größte Feind. Und wo ist dort? Und unsere Kinder, dann geht es nicht lang, aber sie waren sich versöhnt haben, und sie waren Freunde, und das ist gut.
Aber wenn so eine Einstellung ist, dass eure Eltern zu finden ist, eure Erwachsene, dann ist es vielleicht nicht so leicht, die Beziehung weiter zu reparieren und sich einig zu wollen. Und das hat mit Life zu tun, liebe Geschwister. Wenn wir salzsüchtig gesonnen sind, dann wollen wir uns leicht beleidigen lassen. Aber wenn wir eine inbrünstige Agape-Life, eine salzgebende Life für unseren Nächsten haben, dann wird es nicht so leicht sein, dort wie zum Beispiel unsere Beziehungen hineingeritten worden oder zwei gehen, aber dort verlangt Life. Petrus helpt uns daran zu denken, dass Life die Sünde nicht ablösen wird, nicht wird grautet merken wird. Wir können uns Life für unsere Mitchristen wiesen, indem wir an wirklich vergeben und nicht über ihre fähige Sünden immer weiter reden. Ein Lehrer erklärt, dort wird bedeuten, meint in Hebräisch verzeihen. Und der Gedanke oder die Idee ist, dass einer ein Ding hat verstärkt, indem er was anderes darüber gespreit hat. Und dort Ding, was einer über diese Fehler spreiten wird, ist live. Ist es nicht so? Wir spreiten live über die Dinge, wo Menschen zu Kart kommen und uns verlassen, wenn wir weiter kommen. Dort habe ich wahrscheinlich nicht gemeint. Und man hört dort gemeint hat, du musst eine Ursache sein, woran er dort gesagt hat oder getan hat. Einer ist geduldig, einer ist freundlich, einer lässt sich nicht verbessern. So ist live. Mit live darf wie andere ihre Sünden tun. So zu sein, wie sein zu Gott kommen. Und der hat mich artig getan, aber ich gebe dort die Ewa her. Und wenn du dann am jüngsten Tag rechten das bitte, hält das nicht gegen an. Ich habe vergift. Was die noch zwischen in die Hand Gott dort als deine Sache. Aber du hast nicht was zwischen mir und der Person. Ich habe die Person völlig vergift. Ich habe ihre zu Kart kommen, Dinge mit Leib über gespreit, die sind wahr. Und dort ist Gottes Leib. Ist das einmal leicht zu tun, unter ihre Fehler zu bedecken? Das ist schwierig. Und so tun will nicht Han dort wie dort tun sein. Er will Spannungen und er will Uneinigkeiten anfangen. Und dort schafft nicht, wenn wir die Menschen einmal weiter vergeben tun. Aber das wird Jesus verlangt. Dass wir so gesandt sind. Dieser Wert von Sprüche, sagt diesen Autor, schienen zu bedeuten, dass während ein Feind gegen oder jeden allen Groll einmal weiter verbringt, wird einer, der Leib hat, sich selbst nicht looten, dort errichtet zu sein, was arm einen Freund eudoden hat. Dort ist so leicht zu sein, dass wir jemanden was vergift haben, was er uns mal sieht oder deut, aber durch wann Tiken kann andere sein, dass wir die Person wirklich vergift haben. Wenn sie uns niemals warte hier über die Dinge zu reden. Ich habe mal von einer gehört, weit's nach aus die mich so undeutsch, aber ich vergebe die. Ich habe die auch lang vergibt. Warum erwähnst du das dann? Das merkt mich sehr anmerklich. Ich fühle mich schlecht, dass ich dort die deut. Und wenn du mich vergibt hast, dann wird die Sache fertig, nicht? Aber gemäß der Sinne wird das nicht vergibt. Und wenn einer wirklich vergibt hat, dann wird einer der fähige Sünde nicht weiter vergruben. Jesus sagt in Matthäus 6, 14 und 15, Matthäus Evangelium Kapitel 6, Verse 14 und 15. Und hier sei wie weiter, was es strenger wird vom Herrn. Wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich gegen ihn versündigen, wird die himmlische Vater ihn auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird die Vater ihre Sünden auch nicht vergeben. Wenn wir Jesus vom Herzen freuen tun, dass er unsere Sünden vergeben soll, und erkennen tun, dass er für unsere Sünden starb, wird er uns dann vergeben? Er verspricht. Er verheilt dort. Er wartet tun.
Und über um die Reichstag wird er diese vergifte Sünden wieder verbringen? Niemals. Wenn die an Jesus Christus im Blut vergift sind, die sind weich. Der Psalmist sagt, so wie aus der Osten vom Westen ist, nimmt er unsere Sünden von uns weich. Die sind weich. Und Gott verspricht uns in Jesaja 1, Vers 18, auch wenn jene Sünden dunkelrot sind, kann die schnell wett werden. Und wenn sie aus dunkelrote Zeich sind, kann die wett aus Wall werden. Das passiert durch Jesu Blut. Jesus ist reit uns wegen seiner großen Gabe Leib zu vergeben. Und dort dieselbe Art Leib, die wir von ihm direkt kriegen, die uns befähigt, in Haupt anderen ihre Sünden zu vergeben. Und ihre Sünden mit Leib zu bedeuten. Sodass wir die niemals weiter vergruben tun. Ihr Leib deckt viele Sünden tau. Und ich will diesen Bibelstudium kort schließen, aber ehe wir schließen, dann will ich noch erwähnen, dass welche Menschen diesen Vers anders utleihen tun. Welche glauben, dass wenn sie andere Leibwesen tun, und weil sind, andere immer weiter zu vergeben, dann wird Gott ihre Sünden in ihre sündige Lebensstil eben sein. Und das ist einer von deren Tag nur. In der Welt zum Beispiel sagen sie, don't judge me. Don't judge me. So wir sollen nicht alles gut halten, wie es wir einander nicht rechten sein. Hat dort Gott gemeint, ist dort? Wir sollen andere Menschen nicht rechten, nicht ihre Säulen rechten, dort ist Gottes Abruf. Aber Gottes Wort sagt uns klar und deutlich, was Sinn ist. Und er gibt uns auch gewisse Beispiele für was Sünden sind. Und er sagt, dass wir heilig leben sollen und nicht die Dinge tun sollen. Okay, so, dort weit wir. Und wenn wir sagen, dass andere Menschen diese Dinge tun, dann weit wir auch mal einer mit abpassen, dass einer die Dinge auch nicht tut. Aber bloß alles gut halten und sagen, ich habe die trotzdem live, die Sünden, die bohren mich nicht, ich vergebe die. Und dann wird Gott mir auch vergeben. Dann wird Gott meine Sünden auch eben sein und dann kann ich so leben, als ich will. Wirklich, das gibt Menschen von der Nacht, die sagen, wenn ich andere Menschen nicht rechten tue, dann wird Gott mich auch nicht rechten. Dann kann ich so leben, als ich will. Und das ist nicht, was das hier meinen, liebe Geschwister. Gott will haben, dass wir uns unsere Sünden anbringen tun, sodass er uns vergeben kann und dort wir einander live haben und einander vergeben sollen. Aber bloß wir einander gut halten und live wiesen, dann meint nicht, dass Gott unsere Sünden vergeben wird. Wir müssen abpassen. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8 und 9, ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, wie es ihr glauben, dass es nicht durch ihre Worten, dass es ein Geschenk von Gott, dass es nicht über Worten, so dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Wenn Gott ein gerechter Gott ist, dann wird er unsere Sünde nicht eben sein, bloß wie Gott tun oder andere Leibwesen. Das würde eine Glauben, was ab Worten Gebet ist, sein. Und wir weiten so schafft und nicht. Wir wollen durch Jesus im Blut in Gnade gerat. Und jeder muss seine eigenen Sünden Gott bringen. Aber wir sagen Gott immer, ich vergebe jana, was er mir getan hat, halt das bitte nicht gegen an. Das ist uns Part. Und die Person muss dort auch mit Gott reich werden. So ist das klar. Wir müssen abpassen. Wir müssen entscheiden, was gut ist und recht ist, gemäß Gottes Wort, und dann tun, was reich ist. Jesus verlangt, dass wir andere vergeben. Christus verspricht, die zu vergeben, die seine Vergebung siegen. So wir sollen so gesonnen sein, als Christus wir. Was meint das für unseren Alltag? Petrus sagt, über alles seid du nur, dass nicht jener Leib einer dem anderen stieren kann, wie das Leib deckt Sünden tau. Woran müssen wir abpassen, dass so ein Leib, das Agape-Leib nicht gestiert wird? Oder was meint das überhaupt? Wer prüft uns, Agape-Leib zu stieren? So tun. Die schafft sehr daran. Er redet uns, vielleicht wenn wir von der Kirche nach Hause fahren, dann sagt er zu uns, Kimmel, die Person, die gibt sein Hängen nicht von dir. He didn't shake your hand.
Haf hij wat gegen die? Waarom deed hij niet? Oder Kimmel, wir waren von der eine Gruppenleit und die Person, die das gelehrt hat, die frug mich nicht, um mitzusingen. Gleich die Person mich nicht mehr. Und kann ich nicht so gut singen als all die anderen? Oder wenn die Prediger nicht hier ist, die frage ich mich niemals, um mitzuhelfen. Um eine Botschaft zu lehren oder eine Lektion zu lehren. Warum nicht? Sehe ich nicht gut genug? Das sind alle Lehres, was Satan probiert, an den Menschen anzubilden. So schafft er. Er will haben, dass wir unseren Nächsten nicht vertrauen sollen, nicht live wiesen sollen. Und Petrus sagt hier, ewe alles, seid ihr nur, dass nicht jener Leib einer dem anderen stehren kann. Denkst, so tun wir so jeren haben, dass wir einander nicht so live haben. Um so Christus gesonnen zu sein, warten wir Gott fragen, um uns eine reine, selbstgebende Agape Leib zu schenken. Das ist derselbe Leib, der er uns weiß, als er am Kreuz für unsere Sünden starb. Durch diesen Leib für unseren Nächsten wollen andere an, dass wir nur Folge Christi sind. Durch diesen Leib, wo wir die Kraft hängen, denen zu vergeben, die uns in der Vergangenheit verletzt haben und auch ihre Sünden zu bedecken, und das tun wir mit Leib. Und dann, wo wir die fähig sind, niemals weiter vergrufen. Der Apostel David, der Psalmist David, besser gesagt, schreibt in Psalm 23, Vers 1, Gesegnet sind die Menschen, denen vergolten verjährt ist, in denen ihre Sünden bedeckt sind. Gesegnet sind die, sagt David. Und wie würden noch du sein kann, gesegnet sind die Menschen, die willig sind, andere zu vergeben, und du durch ihre Sünden mit Leib bedecken. Gesegnet sind die Menschen. Dort leben jetzt so viel Scheiner und so viel Lichter, wann wir vergeben können. Hast du nicht so dort? Wenn wir Menschen nicht vergeben, dann hast du dann so eine große Last, was wir mit uns rumschlappen tun. Aber wenn wir willig sind, andere zu vergeben, dann schneiden wir dort los und sind wir frei. Mag Gott uns helfen, so ein Leib einander zu haben. Amen.